Beim Einbringen in das Silo ist es ganz besonders wichtig, mit dünnen Schichtdicken zu fahren, sodass wirklich sehr gute Verdichtungen erreicht werden. Ob das Silo gut verdichtet ist, lässt sich mit einer Dichtebestimmung an der Anschnittsfläche überprüfen. Dabei wird mit einem Probenbohrer horizontal eine bestimmte Länge in das Silo hineingebohrt und das Gewicht, was sich in dem Bohrer gesammelt hat, wird erfasst. Bei Vorhandensein des Trockenmassegehaltes lässt sich dann über das ermittelte Gewicht in dem Probenbohrer auf die Verdichtung in Kilogramm Trockenmasse pro Kubikmeter Silage zurückrechnen und so dann auch abschätzen, ob bei der Walzarbeit zum Beispiel eine dünne Schichtdicke eingehalten wurde und ob die Zielwerte der Verdichtung tatsächlich erreicht wurden, da eine gute Verdichtung Grundvoraussetzung ist für eine aerobe Stabilität der Silage. Ja, wir wiegen jedes Fahrzeug, was von den einzelnen Schlägen kommt, um hinterher auch zu wissen, was wir im Silo haben. Das ist gerade bei einer Futterplanung unerlässlich und auch, dass wir den Betrieb übers Jahr planen können, dass wir wissen, wann kommt wie viel Abkalbung, wie viel Futter habe ich von dem besten Futter auch liegen, was denn für die Kühe ist, sodass das Jahr entsprechend durchgeplant werden kann. Und auch das brauche ich natürlich für die Stoffstrombilanz und versuche so möglichst viel von dem brutto geernteten auch netto zu verfüttern, dass ich auch wirklich keine Verluste habe. Ja, zum Bereich des Silo-Managements gilt es darum, dass wir eine wirklich hochwertige Silage bekommen, das heißt eine Top-Verdichtung. Dazu gehört der Waldschlepper, der das entsprechende Gewicht hat, und wir müssen darauf achten, dass nur 30 cm hohe Schichten gefahren werden und nicht, dass große Mengen verdichtet werden, man kriegt dann die Luft nicht raus. Und das ist ein Kernpunkt. Und als letztes ist das Abdecken ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten grundsätzlich bei den Seitenwänden mit einer Wandfolie. Wir arbeiten grundsätzlich mit einer Unterziehfolie und auch mit einer entsprechenden hochqualitativen Abschlussfolie. Das ist ganz, ganz wichtig, so dass wir versuchen, den Luftabschluss zu 100% hinzukriegen. Zum luftdichten Abdecken gehört letztendlich, dass man mit den Sandsäcken einmal komplett ringsrum auch den Silo zudeckt, sodass von außen keine Luft reinkommt und auch von innen nichts raus kann, dass die Gärhaube nachher auch entstehen kann und dass ich alle paar Meter, das heißt alle 3, 4, 5 Meter, muss ich nochmal einen Ring rüber machen mit den Säcken, um auch, dass die Folie nicht arbeiten kann und keine Luft später reinpumpen kann. Ja, unser Ziel ist eine hochwertige, einwandfreie Silage mit möglichst wenig Verlusten. Das heißt, die vermeidbaren Verluste versuchen wir absolut nicht zu haben, so dass wir in der Lage sind, eben unsere Tiere gesund zu ernähren, dass wir eine sehr hohe Futteraufnahme haben und dass wir eine ganz, ganz hohe Effizienz bei unserer Futterverwertung haben. So, da haben wir die Bilanzierung im Griff, die Tiere sind gesund und das können wir jedem zeigen und können jeden dazu auch nur einladen, sich das hier bei uns anzugucken.